Hallo und herzlich willkommen zu Filmlife. Der Superjumper ist zurück. Oder wann überhaupt vor? Ob dieser Film nur guckenswert ist oder nicht, an dem Werte, die wir haben im Film geht, von der Heu raus. So, wie war das nun mit dem Cupcase? Also Superjumper ist nicht mehr den denke war. Er lief ganz normal Leben mit Frau Kant an einem hundsgewöhnlichen Job. Und hat seine Karriere als Superheld in den Null gehangen. Und das ist ein ganz bestimmter Grund. Und zwar lebt. Dadurch so. Es scheint ja so, als ob er alles gekriegt hat, was er wollte, und nur endlich sein Go hat. Falsch gedreht. Die Krönung vom Prinz steht und durch einen mysteriösen Dave geht ein Hals von der Krone geklaut. Durch einen Brief, den er losgeht, wird verlangt, dass der Prinz nicht soll gekrönt gehen. Auf für so einen Fall kann eigentlich nur ein einer froh kommen. Ob er Superjump für diesen Fall aus dem Exil zurückkommt und ob er die überhaupt noch drauf hat, das sieht er im Film The Superjump Returns. Der Film hat für mich ganz allein überzeugt. Und als Riede raus in der Hase. Und als man 120 Minuten kein Gritz zu lang oder zu kurz. Als schauspielerisch ist der Film top besetzt. An der Hauptrolle vom Superjump ist ein André Jung. Sein Frau hat Felix die Kudelfleck, gespielt von Desiree Nosbusch. Und der Junge Matti, gespielt von Etienne Halsdorf. Am Großen und Ganzen muss ich sagen, dass der Felix Koch und Thierry Faber ein super Drehbuch geschrieben und die Dialoge immens dynamisch wirken. Allerdings hat für mich den Text von Matti ein bisschen zu gewollt geklungen. Aber der Jugendspruch ist ja auch nicht immer so einfach. Ich meine, du hättest ein bisschen meiner Jugendslang dem Film auch gut getan. Aber auf jeden Fall bringt der Film alles mit, was man so braucht. Comedy, Drama und Spannung. Und dabei ist ein Film entstanden, der für all, aber wirklich alle Generationen guckenswert ist. Du gehst am Film nach CGI-Szene, über die ich streiten kann, ob der gut war oder nicht. Meiner Meinung nach ist das nicht so wichtig. Ich meine, muss ich ja auch bewusst sein, dass dem Film nicht gerade 500 Millionen zur Verfügung stehen. Und trotzdem war die eine oder die andere CGI-Szene relativ gut anzusehen. Und natürlich steht der ganze Film voller Lützeburger Referenzen nach Prominenten. Du hast den halt gesehen, dass der Lützeburg noch immer am besten über sich selber lachen kann. Von daher meine komplette Empfehlung für diesen Film. Aber wie weiß, vielleicht könnte Superjump noch ein paar Mal auf die Leinwand zurück. Da wünsche ich euch noch viel Spaß am Kino und dann sehen wir uns nächstes Jahr zurück bei Filmlife.